Ei, guten Tag, ihr Leid. So, hier sind wir. Die Revolutionsbrecher. Oder, Erweiterer. Keine Ahnung, wie heißen die, wo die Revolution gut heiße? Die Revoluzer halt. Keine Ahnung. Bin mir noch nicht ganz sicher, was man im Moment, wo das Problem ist. Ich muss hier den Panel runterlassen. Weil das Ding ist ja, wir sollen ja deine Kuchen backen. Aber die wollen ja nicht, weil ich bin selber verwirrt. Und weil wir so verwirrt sind, oh, hoffentlich kommt kein Bäckerwitz. Backpulver, schönes, frisches Backpulver. Das findest du im Regal direkt über der Kuchenform. Normal würden die Bauern es ja besorgen gehen. Aber ich glaube, dieses Mal können wir nicht auf sie zählen. Ja. Bauern. Demonstriere. Also, so unglaublich hier, wie aktuell das Spiel hier ist. So. Was war dann das? Warum? Wo ist man dann auf dem Bretterwall so komisch gelaufen? Naja. Durante. Das ist noch einmal eine ganz andere Sache, den Joghurt und die Butter zu besorgen. Yeah. Wir sind im Kühlraum der Vorratskammer der Eliten. Serus, die große Libelle, bleibt immer in der Nähe des Schlüssels. Und ihrer Wache. So. Dann würde ich aber sagen, na. Naja. Wir gehen erstmal. Was hast du da? Komplizierte Küche für komplizierte Privilegierte. Dieser Kuchen ist ein Riesenaufwand für rein gar nichts. Ja. Das haben schon mehrere gesagt. Der Schrank ist verbarrikadiert, aber ich habe eine Idee. Wir können diesen Toaster als riesige Kanone benutzen. Wir müssen ihn nur einstecken. Ah ja, Strom. Also muss ich dann doch lieber. So, ich gucke mich jetzt erstmal auf der Plattform hier um. Oh, der winkt mal da so schön. Okay, ich werde dir erklären, wo du findest, was ich brauche. Ach, das ist der Chefkoch, René. Du kannst mein Gehilfe sein, aber ich bin der mit der Kochmütze, kapiert? Ja, das ist wohl richtig. Solange du nicht falsch rum aufziehst, ist alles in Ordnung. So, dann erklär mal. Ohne Linsenmehl geht es nicht. Wir haben extra für die Zeremonie welches aufgehoben, aber die Bauern haben es in eine Art Käfig gesteckt. Aha. Das mit den Eiern wird einfacher. Die haben meine Kollegen auf der Arbeitsfläche. Die werden dir keine Schwierigkeiten machen. Dasselbe gilt für den Zucker. Der steht offenbar einfach unbewacht auf dem Tisch. Das Backpulver ist im Regal über der Schüssel in der reichen Gegend. Die reiche Gegend? Etwas schwieriger wird es mit dem Joghurt und der Butter. Die sind im Kühlschrank. Jesus, ne. Für den brauchst du eine Schüssel und den wiederum haben die Motten da oben. Ach, Schlüssel. Wir brauchen Schlüssel, nicht eine Schüssel. Der Schlüssel braucht man auch. Sobald du alles hast, schmeißt du es in die Schüssel und ab in den Ofen damit. Das ist ja Wahnsinn hier. So. Die Toastscheibe da sind übrigens keine Toastscheibe. Das sind die Plakate der Streikende sozusagen. Da müssen wir gucken, ob wir die noch irgendwie unterkriegen. Also nur falschner. Falls ihr die letzte Folge nicht gucken kann. Da wurde das erklärt. Ich fände es ziemlich gut, wenn das jetzt mal so langsam gefunden wird. Weil es nervt mich nämlich, dass ich da unnötig Ballast mit mir rumtrage. Ist das, ne? Sag mal, wie viele Viechers haben dann mir schon? Das ist so Wahnsinn. So. Also die komme ich auf den Tisch zum Zucker und sowas. Ich weiß nicht, soll man denn zuerst machen? Gelbe Teilchen hängen sich aneinander, wenn du mit ihnen auf die Postamente ziehst. So kannst du tragfähige Brücken bauen. Ja, aber will ich das jetzt erst mal? Ja, muss ich wahrscheinlich, weil ich schon das Zeichen nicht drüber kriege. Ich gehe erst mal so hin, ne? Das sind die Eier. Die Eier werden wir doch wohl so entlang kriegen, oder? Ich muss stark davon aus. Ja. Hey. Oh, das sind wieder die Kiffis. Guck mal her. Essen Eierlein von den Höfen. Diese großen runden Dinger sind offenbar Eier. Die sind nicht essbar und außerdem viel zu groß. Außer wenn man sie mit genau diesen Zutaten aus dem Rezept vermischt. Seltsam, was? Das Innere ist ganz klebrig und schleimig. Wenn die von der Arbeitsfläche fallen... Ach, was soll's. Mieskäfer machen ja immer gerne sauber. So, der Humpty und der Dumpty. So. Aha, Steckdose gefunden. Was kann man dann mit der Steckdose machen? Höchstwahrscheinlich die Mikrowelle anmachen. Also, was ist jetzt so besonders an dieser Maschine? Sie hat faszinierende Eigenschaften, glaube ich zumindest. Sie scheint aber nicht eingesteckt zu sein. Ich habe das schon verstanden. Ich hoffe, das ist nicht wieder einer deiner trickreichen Pläne, mich auszunutzen.
Na, alles im grünen Bereich. So, jetzt haben wir, glaube ich, die Arbeitsfläche zumindest mal auf der Seite alles entdeckt. Ja, ohne halt noch nicht, das ist mir klar. Ich rede jetzt erstmal von oben, ne? Ah, warte mal, bis man unten drunter geht. Aber bestimmt, das war doch so klar, ne? Das war so klar. So. Dann würde ich sagen, wir bauen jetzt erst einmal durch Strom dran. Was ist denn mit dir eigentlich? Bist du schon wieder besoffen? Oh nein, das ist nicht fair, das ist ungerecht. Nimm die Eier, wenn du magst, aber zerbrich sie bitte nicht. Der Kalomeri. Wir haben gerade genug für die Zeremonien. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn wir welche verlieren. Falls sie mich feuern, kann ich auch gleich meine 7 Sachen packen. Ah, ich bin nicht gefeuert. Hä? Achso, andersrum, ne? So, dann bauen wir mal auch schön die Stromleitung. Ah, sicher, das geht. Piep, piep. Oh, das sind so Mikrowelle, wie ich sie nicht gern habe. Kann ich gleich mal über Mikrowelle ablästern. Ihr Leid, das Problem am Alter oder am Altwerre oder sowas ist halt, dass man eine eigene Meinung kriegt. Das ist problematisch, ne? Ich weiß, dass euer Ältere zu euch sagen, also sofern ihr Kinder sind oder so, oder dass die Ältere, als noch Kinder waren, zu euch gesagt haben, brauchst du eine eigene Meinung, soll ich mit allen Mitteln haben. Aber eigene Meinung ist halt auch problematisch. Moment, ich rede gerade von der eigenen Meinung, ich rede vom eigenen, dass man weiß, was man will. Naja, ist doch irgendwie so eine Art Meinung. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man sagt, ne, ich zieh den rosa Pulli nicht an. Weil ich keinen Bock drauf hab. Hast du kein Lila an? Lila ist cool. Lila ist schwarz der Männer. Oder so, oder keine Ahnung, ich will die Zippelscup nicht aufziehen. Das gefällt deiner Ältere wahrscheinlich dann nicht oder eure Ältere so, weil ihr nicht mehr anzieht, was die sagen, sondern plötzlich an der selber, ja. So, Mikrowelle. Das hier ist eine scheiß Mikrowelle. Zuallererst mal, warum muss ich denn den Knopf drücken, damit die Tür aufgeht? Warum ist denn da ein Henkel dran? Langt's nicht einfach an dem Henkel zu ziehen, dann geht die Tür auf. Ist voll praktisch. Das Zweite, das sind nur Knöpfe. Das heißt, du machst dein Teller Suppe hin, oder du machst die Tür auf, du hast den Teller in der Hand, machst die Tür auf, musst erstmal deinen blöden Knopf drücken. Du darfst nicht zu leicht drücken, sonst geht's nicht auf. Du musst also mit ordentlich Schmackes drauf drücken, dann verschiedest du schon mal die Suppe. Das ist scheiße. So, hast du die Tür auf, stellst den Teller hin, machst die Tür zu. Es ist morgens 2 Uhr. Du kommst gerade vom Saufen, hast total verknaschter Kopf, willst nicht, dass du laut Geräusche macht, weil die Ältere vielleicht schlafen oder sowas, keine Ahnung. So, dann willst du die Suppe warm machen. Und zwar, dass er heiß wird, also nicht warm machen, sondern heiß. Und zwar halt 3 Minuten. Keine Ahnung, auf volle Power. Dann musst du den Knopf Eingabe drücken. Es macht Piep. Dann musst du auswählen, wie viel Watt das du haben willst. Piep, 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 piep. Okay, dann hast du jetzt, keine Ahnung, 600 Watt ingestellt. Dann musst du die Zeit ingeben. Dann so, keine Ahnung, 0300. Das sind dann Minuten oder so, hoffe ich. Ich habe gerade Stunde gemacht. Und dann piep, 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 piep. Alles klar. Und dann drückst du den Startknopf. Piep. So, und dann kommt das Geilste. Das sehe ich jetzt an deren nicht. Das wird aber wohl doch genauso sein. Wenn die dann fertig ist, dann piept die. Piep, piep, piep. Schön und gut. Wenn du das aber nicht rausholst, dann piept die noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Ja, vielleicht huckst du aber da und bist gerade am Kacke oder so und willst in Ruhe kacke. Und dann kriegst du die Ohren voll gepiepst. Das ist so eine Kacke. So. Und deshalb, ihr Leid, bei Mikrowelle machen nichts anderes, außer blöde, kleine, wellige Strahle in Essen hinzuschießen und das von innen zu erwärmen. Da brauchst du kein fancy Scheißendreck. Ich habe extra geguckt, dass ich eine Mikrowelle kriege. Die hat keinen Knopf, um die Tür aufzumachen. Die hat einfach nur einen Hebel. Das heißt, du ziehst am Hebel und die Tür geht auf. Und du drückst an die Tür und die Tür geht zu. Feine Sache. Dann hat sie 2 Drehräder. Keine digitale. So Drehräder halt. Das Ende stellst du die Wattzahl in. Das lässt du einfach immer auf volle Power. Weil, wie oft kommt es vor, dass du mal was auftauen willst und dann drehst du halt einmal nur links oder was. Das wäre volle Power. Immer 600 Watt oder 800 oder 15.000, keine Ahnung, wie viel die hat. Und unten ist noch ein Drehrad. Das steht auf 0. Und wenn man dann das Essen drin hat, dann drehst du das Drehrad noch rechts auf 3. Das sind dann die Minuten. Und dann läuft das Ding von allein los. Es ist unglaublich. Du musst nicht da extra Knopf drücken. Es läuft dann einfach los. Und dreht sich und so und tralala. Und wenn es fertig ist, dann macht es einmal kurz. Bing.
und du weißt, dass es fertig ist. Und wenn du vergisst, dass das in der Mikrowelle drin steht, ja, dann hast du Pech gehabt, dann kannst du es nochmal anmachen. Aber du wärst nicht genervt irgendwie, hol mich raus, ich bin schon kalt. Das ist eine super Mikrowelle. Also eine Mikrowelle so einfach wie möglich, sag ich. Weil, guck, das ist so unnötig, dass man da den Knopf drückt, damit die Tür aufgeht. Aber vorne dran ist ein Hebel, ja, dann mach doch der Hebel weg. Was soll ich denn damit eigentlich? Achtung, ich habe gerne schnell an. Ja, so, genug abgelästert über Mikrowelle. Ja, sorry, aber das Problem ist halt, ne, so gibt's halt mehrere Sachen, wo ich halt sage, ey, ich weiß, was ich will, aber der Markt, ne, der sagt, ja, aber guck mal, das ist ja voll fancy, das hat jetzt Touch-Display, was jedes Mal piept, wenn du irgendwo drauf drückst. Touch-Display, Alter, mach doch so scheiß Rädel hier und gut ist. Oh, ich sehe schon, das wird eng, ne? Ah ja, geht eigentlich. Ja, du Dödel, du. So. Ja. Touch-Displays. Touch-Displays ist genauso scheiße an... Moment. So. An Fernseher oder sowas. Quatsch, Touch-Display. Soft-Touch-Taste. Oh. Ja, wer benutzt schon die Taste am Fernseher? Ich, weil ich manchmal einfach zu faul bin. Weil ich gerade am Fernseher stehe, mache ich eine so an. Ey, gescheiter Knopf mit Haptik hinten dran ist eine feine Sache. Aber ne, dann hast du schwarze Soft-Touch-Taste, die man nicht sieht, weil sie auf schwarzem Untergrund sind. Ey, es ist eine wahre Pracht. Es ist so eine Scheiße. Und natürlich, also ich habe jetzt halt gesagt, da war so ein Samsung-Fernseher. Okay, der ist jetzt schon ein bisschen älter, aber die machen auch immer noch neue, ne? Den habe ich meiner Mutter zur Verfügung gestellt. Weil der größer ist wie ihre, meine Mutter nicht mehr so gut sieht. Meine Mutter ist schon ein wenig älter, ne? Jetzt ist halt das Problem, dass die Mutter da nur gesehen hat, oh, da brennt ein rotes Licht. Was ist dann das für ein rotes Licht, was da brennt? Ah, so geil ist Sache. Warum brennt denn da ein rotes Licht, wenn der Fernseher aus ist? Wenn der Fernseher A ist, sorry. Wenn der Fernseher A ist, brauche ich kein rotes Licht, dann ist der Fernseher A. Wenn er aus ist, kann von mir aus ein rotes Licht brennen, damit ich sehe, dass Strom drauf ist oder dass er in Bereitschaft ist, aber... Was? Mit der Schale, okay. Ja, jedenfalls die Mutter vorbeigerannt halt und sieht halt, dass da so ein rotes Licht brennt, während der Fernseher läuft. Und dann denkt sie, was ist das? Und dann fingert sie dran rum und geht der Fernseher aus. Und dann rennt sie rum und sagt, ey, der Fernseher ist einfach ausgegangen, ich weiß gar nicht warum. Und dann durfte ich bei ihr vorbeischlappen. Ja, die wohnt im Dorf, ein paar Straßen weiter, aber trotzdem. Und durfte ihr einfach den Fernseher wieder anmachen. Ja, egal, es ist halt einfach nur... Ja, so ist es. Die Mutter. Naja. So, ja, eigene Meinung, bla bla. Und das Problem ist halt fang mal nicht von... Boah, ich will jetzt nicht so weit gehen und Mode sah, ist so ein bisschen Quatsch, aber Sache, die ich gern anziehe, ist ungleich dem, was man überall kaufen kann. Ey, es ist jedes Mal ein Krampf, wenn ich mir ein paar Hosen kaufen will. Es ist Wahnsinn. Immerhin bin ich schon jetzt nach über 20 Jahren, wo ich nur Cargohose angehabt habe. Und ich empfehle immer noch, die sind saumäßig praktisch, wenn du Beitasche hast. So super. Also nicht so Arbeitshose irgendwie, sondern einfach eine normale Hose mit halt Beitasche dran. Fertig. Und es ist so saumäßig praktisch, weil du da ganz gleich Rumpelkruschen machen kannst. Das Problem ist, dass ich dann irgendwann den Job gewechselt habe und es war halt, ich habe keine Arbeitskleidung mehr gehabt, sondern ich bin mit meiner Privatkleidung dann rumgelaufen und dann sieht es halt dumm aus, wenn du irgendwo in der Stadt beim Oberbäumeister im Büro huckst mit, ja, das wäre, bin ich gewechselt auf Jeans. Aber auch hier, so ist nichts mit, ich schlapp in irgendeine Lade und kauf da Jeans, ne? Nee, Mann, ich will keine Jeans, die an mir hängen wie ein Sack. Wo dann der Arsch irgendwie in die Kniekehle hängt, das ist so das Allerschlimmste, hey. Oh. Neuerdings gibt's jetzt Hose, das ist ein Rock mit Bein unten dran. Also, weißt du, vorher war es so, diese blöde Kack 90er, 2000er Scheiße, da, wo du die Hose halt wirklich so in der Mitte vom Arsch getragen hast, die Obergrenze vom Hose, wie heißt das da? Moment, wo sind da die Steckdosen?
Ja, wo dann halt der Arsch halber rausgeguckt hat. Deswegen hast du dann aber die Buchse hochgezogen bis über den Bauchnabel, damit du die Buchse gesehen hast. Ja, mochte ich nicht. War ich nie Fan davon, finde ich doof. Finde ich immer noch kacke. Wer will, soll machen. Mir scheißegal. Ich hab kacke Schlüssel, gell? So, jedenfalls... echt jetzt? Wo ist doch die Steckdose? Die wäre doch nicht ganz da hinten sind, das wäre ja doof. Dann geben wir halt erst Luft. Dann suchst du halt Husse, wo der Arsch nicht passt. Sag was wie es ist, wo der Arsch nicht passt und der draus guckt. Ich hätte doch da wieder Glitzer. Wo hüpfst du eigentlich rum? Was gibt's denn da zu gucken? Ja, suchst du ein paar Hause, wo der Arsch nicht passt, wo nicht an dir hänge wie so ein Sack, weil es halt verschiedene Schnitte gibt, welche, wo dann ganz schlimm ist, wenn dann die Hosenbeine so eng sind und du siehst dann jede Runzel an deinem Sack durch die Hose, weil alles so Gummi ist und ist das eine Scheiße, hey. Weißt du, früher, ihr Leid, früher war das voll einfach. Du bist mit der Mama in der Kleiderlade gegangen, meistens hast du noch nicht immer mitgehen müssen, sondern die Mutter ist gekommen, hat ein paar Hosen gekauft, die hast du angezogen, gut war, weil es da einfach scheißegal war, was da anziehst. Und dann irgendwann denkst du so, ey, die Hosendosen sind voll scheiße, ich will was Gescheites haben. Und dann geht die Scheiße los. Und dann ist einfach nur noch Kacke, ihr Leid. Hört auf mit eigenem Modegeschmack zu entwickeln, das ist voll dumm. So. Und dann hat Kenner entwickelt, sehen halt aus wie Penner. Ja, das ist halt das andere Problem. Aber so ist es. Hoppala, das geht nicht. So. Also der Iwe ist stecklos, aber halt nur Annie. Jetzt ist da hinten noch Annie. Ich suche halt... Wir haben ja eh nicht genug Leid, aber irgendwo... Ach, do hinten dran, glaube ich. Kann das sehen? Ja, klar. So, siehst du, da ist stecklos. Boah, ich glaube, wir haben da viel zu wenig blaue, oder? Naja. Boah, 14, komm, das wird schon hier hauen, oder? Na, geh weg. Ja, was soll denn das? So. Ach, du, das ist gut. Um wieder ordentlich abzulästern. Mach ich gern. Schön abgelästert. Wo halt laufst du? Moment, laufe ich überhaupt noch richtig? Ja, schon, ne? Ja, siehste. Jetzt haben wir einen Toaster, jetzt können wir uns da oben hochschießen. Ah ja, da muss ich ja noch Knopf drücken, oder was? Ach so, ja klar, muss ich den Knopf drücken, ne? Damit der runtergeht. Ach, der hat jetzt so... Ach so. Der hat jetzt das Ding jetzt da weggemacht. Ja, aber... Ich müsste auch hoch. Ich hab immer die schieße mich da hoch. Ja, 100. Voll gute Idee. Auf der anderen Seite. Ich bin ja hier flexibel. Komm her. Mal einfach so. Ist natürlich kein Brot mehr drin. Wo ist denn das Brot hier? Okay, wir müssen da nur Schlüssel holen. Aber wie kommen wir da noch? Ja, hopp, keine Ahnung. Dann würde ich mal vorschlagen. So, das ist das komische Brett da vorhin gewesen. Na, jetzt geht's. Ja, vorhin auf dem Brett hat irgendwie so, wie wenn du so, wie wenn ich durch Molasse lauf. So komisch hat sich das angefühlt. Ich weiß so an. So, mir latsche einfach daneben. Ja. Guck mal da oben. Da war ich noch gar nicht da oben. Geh mal da mal hier, hä? So, was habt ihr zu sagen? Nehmen wir einmal an, wir backen einen Kuchen ohne Mehl. Das ist eine dumme Idee. Ohne Zucker, Butter oder Joghurt. Das, ja. Der wäre doch immer noch mehr oder weniger essbar, oder, Chef? Was würde dann bestehen? Aus Eier oder was? Ich glaube, da esse ich lieber woanders. Ich habe gehört, dass die Mistkäfer besseres essen können. Okay. Aha, so guck. Sehr praktisch. Zack.
Hier, Vive la Revolution. Und so weiter. So. So lustig. Oh, was ist das? Wieso leiten do? Wassermelon. Irgendwie so saublöd. Mach die doch in die Kiel. In den Kielschrank. Ach komm. Ach komm. Ja, sorry. Was? So, zack. Lass mich doch hier nicht veralbern. Ach, guck mal, so komme ich da hoch. Ah, ja. Aber da oben in den Schrank muss ich auch noch, gell? Ja, ich glaube aber, dass da eine Schnur hier geht. So da hoch und dann da rüber. Ich probiere mal, ob ich dort drauf komme, ne? Mein Leid groß genug sind. Sie sind es. Sehr schön. Das war eine dumme Idee. Weil das packe ich nicht. Aber hier stehen ja noch da. Guck mal her. So. So. Aber wegen Auftrieb, ihr Leid. Zack. Ja, es war kein Auftrieb, aber egal, was ist denn das da? Ach, ein Brief. Ey, ich hab da immer mehr Sachen, die ich mit mir rumtrage. Ich komme nicht vorwärts. Ich mal ohne noch den Paprika-Manager holen. Ach, da ist auch wieder der Fuzzi, wo so einen Ring hat, weißt du? Das ist eine Motte, ne? Hey, du Prolet. Hey! Ich brauche jemanden, der sich auch mal die Hände schmutzig macht. Doch selbst. Ich nutze diesen Tunnel für meine Geschäfte und einer meiner Geschäftspartner hat einen sehr wertvollen Edelstein verloren. Am Ende, nach einem Handel. Der Tunnel ist stabil, ich kenne ihn gut. Du musst aber mindestens 5 Blasen lang gleiten können, um bis ans Ende zu gelangen. Selbst kannst du das nicht erledigen. Meine Flügel vertragen die feuchte Luft nicht. Du bekommst aber auch eine Belohnung. Okay. Ja. Huch, was ist jetzt mit der Musik los? Wo ist denn das? Also komme ich da dann raus, oder was? Ja, die Musik ist gerade lustig. Wieso ändert denn die jetzt so komisch? Ihr Leid, Beino. Ach, ich komm da. Boah, krass. Cool. Guck dir das an. Und von hier kann ich jetzt über die ganze andere Dinger da nicht oder so. Das ist ja eigentlich recht cool, ne? Will ich das? Boah, das macht mich wirr. Da, geh mal aus der Optik, Junge. Bin ich nicht gut hier und ihr mit eure Plakate da von mir rum. Was ist denn das jetzt? Also, ne, ich dachte, das müsste ich jetzt auch wieder rumdrehen. Nee, ist schon in Ordnung. So, gucke. Okay, das hier. Der ist aber lang. Nee, nein. So, was guckst du lieber? Ah, eine Tisch. Oh, das ist immer praktisch. Praktisch, ihr Leid. Verstehen ja, was gibt's hier? Um zwar im Bodentunnel zu schweben, brauchst du mindestens 5 volle Blasen. Achso, ja. Würde ich sagen, ja, so viel dann zum Thema Dingensbummens, ne? Ich glaube, das war keine gute Idee. Oder doch? Kennt hier. Zack, wir sind drin. So, was ist hier? Bauarbeiter. Links, oder? Sieht, wenn ich da lang gehe. Ah, was? Was gute Idee, dass ich dann umgeguckt habe. So. Hallo, Dudo. Ach so, ich muss da drüber hupsen. Boah, das ist doch hier. Also, Tony Hawks ist so scheißdreck der Gage. Hier wieder dasselbe. Okay, Grimahi. Oh, ich kann sogar Tricks mit meinem Skateboard machen. Ist das nicht cool? Ja, echt jetzt? Also hier. Oh, Tony Hawk sah er da zu mir.
Milo Hawk bin ich. Kann ich schon ins Wasser laufen? Ja, aber das ist eine dumme Idee. Ja, das ist aber, guck mal, Johanna jetzt da Eier Lamp da, Eier Weihnachtsbeleuchtung da hingelegt. Das ist irgendwie nicht so die gute Idee. Ja, ich habe jetzt ein paar goldene Dinger verpasst. Das ist mir dann doch irgendwie egal gerade. So, ja, da ist er. Und jetzt komme ich wahrscheinlich genau bei dem Nafteldo raus, oder? Ja, klar. So, das ging ja schnell. Locker, Knickebocker gemacht. So, Nebenaufgabe erledigt. Erledigt. So, zack. Gemacht. Du bist immerhin nicht ertrunken, im Gegensatz zu... Vergiss es. Hier, das hast du dir verdient, schätze ich. Was ist das? Ja, so. Das Gift. Das brauche ich ein Gift. Zahmes Chaos. Okay. Ich war mal eine reiche Mutter, aber wenn die Leute sagen, dass Verbrechen sich bezahlt macht, untertreiben sie doch mächtig. Du. Motschekipsche, du. Ja, Motschekipsche ist kein Motto, ich weiß. Okay, dann gehen wir da einfach wieder weiter nuff, wo wir herkommen sind, sozusagen. Oder nicht? Oh, also wollte ich hin. Weil, guck, da gibt's noch Sachen zu entdecken. Genau, alles nach Plan. Da unten über die Lampe wollte ich eigentlich sogar wirklich gehen, ne? So gar nicht Mogolo. Das ist wieder die schöne Musik. Kann ich da ins Loch hinfallen? In so einem Donut? Ich merke schon, dass ich mich gerade eine Unvorarbeit, ne? Das ist so eigentlich dumm. Also das wollte ich nicht. So, ich will doch da hoch. So. Okay. Also, ihr Leid. Jetzt hat aber richtig, diesmal ohne. So, diesmal machen wir das gescheit, ne? So, oh, guck mal, da steht noch. Dass da noch Zeichen rumsteht, wo man nicht aktiviert hat. Was ist denn da los? Ja, super, hätten wir es. Ah, ne. Ich wollte gerade sagen, hätten wir es deutlich einfacher. Doch, hätte man deutlich einfacher haben können. Ach, ihr Leid, ihr Kinder. Nun ja. Aber die nicht voll gesammelt, schwarz Robe, oder? Ach, was weiß du nicht. Ach, was weiß du nicht. Gehen wir noch da lieber. Da gibt's wieder so. Hier ist Bra. Das ist Bra. Das ist Baba Bra. So. Hier gibt's noch einen Bändel. Ach, das ist der Bändel ohne vom Burger dann, glaube ich, ne? Ja, klar, ne? So. Alla, dann gehen wir noch da rüber. Auf den Kielschrank drauf. Ach, so ist der, oder was? Ne. Das ist nicht der, wo ich meine. Ich sehe doch noch irgendwo was. Was ist das da eigentlich? War das Eis? Ah, das war Eis. Hey, oh, was gibt's da hin? Ach, da ist das Dingens. Mhm, hab's verstanden. Was müssen wir nun noch? So, dann sprengen wir mal Eis. 27. Ja, schon ordentlich, ne? Eisbrecher. So, hier gibt es dann quasi nichts mehr. Ich habe Eis gebrecht. Bin der Berthold Eisbrecher, bin ich. Das ist der Wahnsinn. So, dann fliegen wir jetzt, aber ich wollte schon da oben nuff, ne? Wechseln wir einfach so. So, dann würde ich nämlich sagen, gehen wir nochmal zu dem Mod. Ne, das ist gar kein Mod, das ist Libelle, ne? Du, die Libelle, ne? Die ist da unten im Schränkchen. Hoppala. Eigentlich wollte ich so tief gar nicht. Komm ich da jetzt wieder. Ah ja, da guck ich. Ich wollte gleich mal da oben nuff, ne? So, da gibt es natürlich noch was zu gucken. Aha, der Schlüssel. Der Schlüssel habe ich dann schon mal. Okay, ich brauche nicht mehr dich, du. Du Libelle, du. Was ist das hier? Durchgang oder was? Achso, einfach nur Durchgang, nur ganz oben. Okay. So. Also.
Genug mit diesem launischen Gekrabbel. Gekrabbel? Die schnorren sich einfach das von uns großzügig geliehene Land und unseren Schutz. Zeit, sie mit den Mistkäfern in die Grube zu werfen, neue Leute zu finden und wieder für Ordnung zu sorgen. Naja, ich kann das Konzept ja verstehen, aber neue Leute? Woher denn? Ja, diese großen Zeitgenossen natürlich, die sind stark und sanftmütig. Feldarbeit kann ja nicht so schwer sein. Ja, Chef, Linsen zerschmettern, Köche zerschmettern, Händler zerschmettern. Ah ja, nee. Was ist mit diesem merkwürdigen Zeitgenossen mit dem Haarschopf? Der hat eine ganze Schar motivierte Arbeitskräfte. Meines Wissens nach nennen sie ihn Milodani. Nun, worauf wartest du? Schließ dich uns an. Bitte? Nee. Hier sind wir nicht geheiert. Das ist ein Skandal. Wir werden alle verhungern. Die Reserven im Kühlraum sind nicht unerschöpflich. Ich wünsche, jemand würde etwas gegen diese Bauern unternehmen und es von den Verhungern retten. Und ja, natürlich, alles im Namen Advents. Mhm. Die Mutter da, die sie mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so recht haben. Wo ist denn? Zieh ich ja weil erst. Wo ist denn eigentlich die Libelle? Ich glaube, ich mache ja Croissants. Weil das Volk hungert. Es hat kein Brot. Deshalb glaube ich eigentlich jetzt die Croissants. Wir müssen reden. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Sag das nicht. Wir haben die faulen Bauern vernichten sollen. Hätten wir, also als sie sich dieser dummen Libelle widersetzt haben. Nein, da irrt ihr euch. Passt auf, was er dir sagt, Ratsmitglied. Entschuldigt. Ich bin noch nicht lange am Hof. Aus Sicht einer Außenstehenden ist der Grund dieses Konflikts offensichtlich. Die Forderungen der Reichen wurden allmählich immer höher, doch was wir dafür an Verwaltung und Schutz bieten, ist gleich geblieben. Das soll heißen, unser Angebot kommt ihrer Nachfrage nicht mehr nach, ja? Mit anderen Worten, ja. So eine Revolution entsteht nicht aus heiterem Himmel. Seht diese Gemeinschaft als Markt. Wir müssen mehr anbieten oder weniger fordern. Ja, okay, das ist von alle korrupte Politiker-Sto quasi. Oder vom Adel, oder was weiß ich, wie das nennen wolle. Ist der noch der, wo... Ne? Ach, zumindest so ein bisschen nur denkt, naja. Was wird aus mir werden? Ohne meine Sachen bin ich gar nichts. Arm, verirrt, hungrig. Du bist so geizig, sogar für eine Mutter. Man wird auch nicht zum reichsten Insekt im ganzen Haus, indem man sein Erspartes verprasst. Ja, du weißt schon, dass deine Adoptivneffen sogar bis nach Sancta gereist sind, um zu Advent zu beten, dass ihr Dach repariert wird, ja? Wir sind Geschäftsmut und keine Ungeheuer, du alte Nervensäge. Weiß ich doch, das beunruhigt mich ja so. Wie soll deren Gebet erhört werden, wenn Advents-Riesenkuchenzeremonie nicht stattfindet? Mein Lieber, wenn du so weitermachst, gibt dir jemand eins auf die Nase. Also, meine liebste Stimme sind ja die Silberfische. Die bekiffte Silberfische. Ich finde die super. So, also wir haben den Schlüssel. Dann sage ich jetzt aber, Mo, ihr Leid, mit diesem Schlüssel, den wir haben, müssen wir dann einfach... Ja, du Knochenmann. Warte mal. Hey, du Leid noch ein Croissant. Ja, brauche ich nicht. Zack. Müssen wir Nother einfach nur da nur hupsen. Und mit Nother meine ich Moje. Und dann sehen wir, wie es weitergeht, ihr Leid. Hopp, bis morgen. Schön. Kratz, kratz.